Bei uns daheim ist es so, in der Diele stehen die ganzen Schuhe. Wir in der Oberpfalz sagen wir Show, ist aber das Gleiche. Und Leute, das schaut nicht gut aus. Die ganzen Schuhe, gell, von der Frau, von den Kindern, von mir. Ich persönlich, ich habe nicht so viel Schuhe, weil du hast 2 Füße, was willst du denn drunter? Aber meine Frau und meine Kinder, die haben so viel Schuhe, da glaubst du, jetzt hat sie Haxen. Und das schaut nicht gut aus. Es schaut nicht gut aus, die ganzen Schuhe in der Diele. Und es ist auch wegen dem Geschmack, ehrlich. Nein, also, seien wir uns doch ehrlich, gerade im Sommer, wenn es manchmal so dampfig ist, also, da graust du vor die Eingangsandalen. Ich habe gesagt zu meiner Frau, nein, da geht es um mein Image. Ach so geht es nicht mehr weiter. Wenn da ein Besuch kommt und sagt, einen Haufen Schuhe in der Diele, was denkt sie denn der? Beim Laura Toni, das muss ein Saustall sein, wenn die Diele schon so ausschaut. Habe ich gesagt, nein, aus, Amen, ich fahre in die Stadt und kaufe einen Schuhschrank. Aus. Bin in die Stadt gefahren, habe einen Schuhschrank gekauft. Also schon einen guten. Echt Spannplatten. Original Kunststofffurnier. Zum selber zusammenbauen, weil das kann jeder Depp, kann ich auch. 128 €, also schon was Exklusives. Dann bin ich heim, bleischwer. Die Spannplatten haben wir da Gewicht, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann bin ich heim, dann habe ich ausgepackt. Der Haufen Zeug war drin, Schrauben, Nägel, Dübel und ganz unten eine Gebrauchsanleitung. Die brauchst du natürlich. Habe ich oben gelesen, Made in Korea. So, jetzt habe ich einen koreanischen Schuhschrank gekauft. Aber gut, das ist ja wurscht. Ich will mich ja nicht unterhalten mit ihm. Als erstes haben sie geschrieben, du gekaufen Schranken Schuh. Wir gratulieren dich dazu. Ja. Gratulieren Sie mir. Jetzt gratulieren Sie mir, wer ich ihn gekauft habe. Sam per Du mit mir. Ich weiß gar nicht warum. Ich kenne in ganz Korea keine Sau. Und wenn, dann war ich per Sie, aber ich kenne keinen. Aber das ist jetzt auch wurscht, jetzt habe ich ihn schon gekauft. Schauen wir, was da drin ist. 2 Bretten für jeden Seiten. 2 Bretten, jawohl, das sind die Seitenbretteln, jawohl, kapiere ich. Eine Rückenwand mit Loch geboren. Ah, das ist die Rückwand mit einem bohrten Loch. Zu gebohrt sagen die geboren. Aber gut, weil soll ein ganz normaler Koreaner wissen, wie das auf Deutsch heißt. »18 Dubelen.« 18 Dübel, stimmt, 18 Dübel. 5 Bretten für Parken Schuh. Ah, das stimmt auch. Das sind die Einlagebredeln, da parkst du deine Schuhe. Das stimmt schon. Seien wir uns ehrlich, was ist denn ein Schrankenschuh? Im Prinzip eine Schuhgarage. Da parkst du deine Schuhe. Apropos Parker, hoffentlich passen meine Schuhe da rein. Die Koreaner haben sie gar nicht Füße, das weiß ich. Ja, ehrlich, das weiß ich vom Fernsehen. Ich habe mal einen Film gesehen aus Korea. Ich habe geglaubt, da spielen lauter Kinder mit, so klar sind die. Aber gut, ist schon wurscht, haben wir schon gekauft. Schauen wir, was noch drin ist. 10 mal Glied. 10 mal Glied von Eisen für Scharnierung. Glied von Eisen für Scharnierung. Ah, das sind Scharniere, Scharniereln. Glied von Eisen, so ein Schmarrn. Glied von Eisen, alles klar? Versieden Stiften Stall. Das sind ein Haufen Nägel, Stahlstifte. Ganz unten ist gestanden ein Wund. Was das ist, weiß ich bis heute nicht. Es war auch gar kein Wund drin, wahrscheinlich ein Druckfehler. Aber gut, ist wurscht, das Material haben wir, jetzt tun wir zusammenbauen. Als erstes nehmen wir zur Hand Bretten für den Seitenwand. Das hat sich gereimt und die haben sogar einen Namen gehabt. Bretten A und Bretten B. Und was mache ich mit meinen Bretten A und Bretten B? Wir stellen her Verbindung von Bretten A zu Bretten B mit Fixierungsbretten. War überhaupt keins drin. Ich wollte schon meiner Frau schreien, dass mir hilft, habe ich Gott sei Dank weitergelesen. Als Fixierungsbretten, wir nehmen ein Bretten für Parken Schuh. Logisch, ein Einlagebrettel. Und wie fixiert man das? Mit Schrauben auf jeder Seite 2. Aha, auf jeder Seite 2 Schrauben. Gut. Schaut das so aus. Links habe ich Bretten A
und rechts habe ich Brettern B. Wie soll ich schrauben? Ich hab bloß 2 Hände. Vielleicht haben sie in Korea 4, ich hab 2. Also, ich kann's nicht, meine Frau muss helfen. Hey, komm mal her, du musst mir helfen. Ich komm nicht, schreit aus der Küche raus. Ich muss einen Kuchen backen. Das ist bei uns daheim ganz typisch. Jetzt bricht mir meinen wertvollen Kopf, dass unser Dile besser ausschaut und meine Madame backt einen Kuchen. Wahrscheinlich kommt wieder irgendeine Wamper, die Freundin. Dann meistens 3 Liter Kaffee saufen und einen halben Stern Kuchen runterhauen. Das ist bei uns... Das ist bei uns daheim ganz typisch. Komm raus, ich kann's nicht. Sie kommt aus der Küche raus und sage ich, da schau her, ich hab Brettern A und Brettern B. Und du musst fixieren. Wisst ihr, was meine Frau zu mir gesagt hat? Leg's hin, dann geht's, Depp. Ich hasse das, wenn meine Frau zu mir Depp sagt. Aber ich werde narrisch, wenn meine Frau recht hat. Ich kann da wahnsinnig werden. Ich kann so Sachen zuerst anschauen, ich kapier's nicht. Die schaut einmal hin und weiß. Sie ist wieder in die Küche rein, ich leg meine Brettern hin, geht einwandfrei. Bis ich schaue, habe ich eins fixiert. Habe ich gleich alle 5 fixiert. Hat schon gut ausgeschaut, fast ein bisschen so in Richtung Schrankenschuh. Also, weiter geht's. Wir fügen ein Rückenwand in Schlitz. Rückwand in Schlitz rein, jawohl. Rückwand war da, Schlitz war keiner da. Mitdenken, Korea. Das ganze Land voll Schlitzaugen. Aber wenn es drauf ankommt, kein Schlitz. Ich brauche keinen Schlitz. Ich habe nämlich für Sie den Stift, den Stall. Ich nagel die Rückwand einfach an. Das ist ja wurscht, ob der im Schlitz ist oder nagelt. Sagt da keiner, steht da hinten an der Wand dran. Also ich habe die Rückwand angenagelt mit 30 Stiften in den Stall. Total fixiert, die bringt keiner mehr runter. Weiter geht's. Was mache ich mit meinen Scharniere? Glied von Eisen. Es ist ein Loch geboren, du steckst ein Glied hinein. Weil sie das anhört. Ich habe momentan auch lachen müssen. Aber da ist mir das Lachen vergangen. Da war kein Loch geboren. Weißt du, was da steht? 10 Glieder, kein Loch. Da bist du ein armes Schwein. Schau ja so, sind die Löcher außen geboren. Ja. Was soll ich mit den Scharniere außen dran, da helfen sie mir nichts. So ein Klump. Hey Frau, komm mal her, das musst du anschauen, so ein Klump. Sie kommt aus der Küche raus und sage ich, da schau her, es ist ein Loch geboren. Außen sind sie geboren, so ein Klump. Da gibt es Leute, die kaufen sich Autos aus Korea. Da ist wahrscheinlich das Lenkrad im Kofferraum drin. Wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? 3 Bredeln dann sind sie in einem Depp. Und die hat schon wieder recht. Ich hab die Bretter seitdem verkehrt umdreht. Ich muss zurück dran. Aber ich hab's fixiert. Mit 30 Stiften ins Tal. Ich bring's nicht mehr auseinander. Und bloß weil ich keinen Schlitz gefunden hab. Apropos Schlitz, der war da. Der war unten, weil ich es verkehrt umgedreht habe. Wisst ihr, was ich da mit meinen Schrankenschuh zusammengehauen habe? Und nicht einmal brennt hat er gescheit. Da kaufst du um 128 € 7 so Bredeln, dann brennen sie nicht. Und abschließend kann ich bloß eins sagen. Wenn es irgendeinen bei mir daheim in der Diele mit den Schuhen nicht gefällt, der soll draußen bleiben. Prost.